Hier untersteht die gesamte Wehrmacht. Ich könnte sie hier und jetzt erschießen und keiner würde es hinterfragen. Also hinterfragen auch Sie nicht meine Hingabe zum Führer! Faszinierend. Wo waren die Affengeräusche? Was? Gleich weint der Guck. Um ihren peinlichen Versuch, Dominanz zu zeigen, zu unterstreichen. Der Riese war unsere einzige Möglichkeit, die Traumstille zu öffnen. Und Sie, Oberst Ganz, haben ihn getötet. Wie wollen Sie das wieder gut machen, Sie Schimpanse? Hoffen Sie darauf, dass Ihnen die Lösung aus heiterem Himmel auf den Kopf... Ja. Verschlossen. Wie kann denn das verschlossen sein? Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Indiana Jones und die verschlossene Tür. Jetzt dachte ich, wir können da locker reingehen. Jetzt ist da verschlossen. Hey, warte mal. Ja genau, dafür habe ich doch dich dabei. Mach mal auf. Also ich will dich nicht mit der Waffe bedrohen. Das ist natürlich Quatsch. Aber, danke. Danke. Junge, ist der Kerl eingebildet. Echt jetzt? Guck mal hier, was er da für ein Gemälde da hat. Das ist ja... Oh ja, ist das ein Wehrmachtsschlüssel? Schlüssel zum Gefangenenlager. Ja, komm, nehme ich mit. Was? Schließt den Dachboden zum Gefangenen- und Vernehmungslager der Nazis auf. Ja, das nehme ich mit. Was haben wir hier noch? Aber ein Geld. Nehme ich auch mit. Gut gemacht, Indy. Weg damit. Guck mal her. Kann man das da nicht nehmen? Das leuchtet doch aber so schön. Hab das Notizbuch ihrer Schwester. Wirklich? Ich wusste, dass Voss dahinter steckt. Na, gucken wir mal ein bisschen rein. Ha? Sumerische Keilschrift, demotische Schrift, Hieroglyphen. Und diese Symbole wieder. Wie passt das? Lauras geheime Forschung. Das ist eine sehr gute Frage. Haben Sie eine neue Sprache entdeckt? Kann ich das behalten? Passen Sie drauf auf. Gut, was haben wir denn hier noch? Ein Buch? Interessante Bettlektüre. Die Traumdeutung. Sigmund Freuds Buch über seine Theorie des Unbewussten und wie es sich in Träumen zeigt. Das erstmals 1899 veröffentlichte Buch wurde später in Deutschland verboten, als Hitler an die Macht kam. Ist übrigens die 7. Auflage schon. Was haben wir denn hier? Bestätigungsbrief. Mein lieber Sturmbannführer Voss, ich habe Ihren Bericht über die Vorkommnisse in Peru gelesen. Ja, wir haben ein kostbares Schlachtschiff verloren, doch die Hoffnung, die wir aus den Ergebnissen des Experiments schöpfen, ist weitaus kostbarer. Wir leben in entarteten Zeiten und es ist unsere Pflicht, die Welt in ein Zeitalter der Reinheit zu führen. Bleiben Sie hart, Voss. Wenn die Operation Großer Kreis zu dem Triumph führt, den Sie versprochen haben, ist uns der Endsieg sicher. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Bericht. Adolf Hitler. Da hat aber jemand hohe Ansprüche an Voss. Kleiner Mann hat hohe Ansprüche. Okay. Das Buch Genesis auf Hebräisch, steht doch aber auf dem Kopf, oder nicht? Die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselbe Worte. Als sie ostwärts aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und China, nicht China, und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backstein. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, wenn sie es sich zu tun vornehmen. Auf, steigen wir hinab. Aufsteigen wir hinab, okay. Und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum gab man der Stadt den Namen Babel, Virsal, denn dort hat der Herr die Sprache der ganzen Erde verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Sprachverwirrung. Diese Steine und Babylon? So, ich hätte gerne so einen Wehrmachtsschlüssel da. Unten ist irgendwie noch so ein Dingens, was ich gesehen habe.
so eine Waffenkammer oder so, wo ich noch nicht reinkomme. Was kann man hier? Dokument zum Luftschiff, streng geheim. Materialanforderung, Luftschiff. Luftschiff, angefordert von SS-Sturmbannführer Emmerich Voss, Abteilung Reichssondersammlung für Altertümer. Dieses Dokument autorisiert den Träger zur Requirierung des Spezialluftschiffs Typ Z30 samt Besatzung im Rahmen der Operation Großer Kreis. Die Operation und alle diesbezüglichen Unterlagen sind streng geheim. Befehlshaber der Operation ist Emmerich Voss. Hat man das nicht schon mal gesehen? Vom Führer persönlich. Das habe ich doch... Von dieser Expedition hängt viel ab. Oder ist das, muss der jedes Mal, wenn er den Zeppelin benutzen will, es neu beantragen? Weil das habe ich schon mal gesehen, dieses Dokument. Bericht über Verschwinden an SS-Hauptamt, Berlin. Schlachtschiffs vor der Küste Perus. Wie Jetzt kann lass ein mich- Schlachtschiff verschwinden? Durch eine Kollision mit einem Eisberg? Am Äquator? Jetzt lass mich doch vorlesen, Mann. So. Schlachtschiff Kummetz vor Küste Perus verschwunden. Besatzung verschollen. Letzter Funkspruch des Schiffs empfangen am 12. Mai um 0:12 Uhr deutscher Zeit. Einzelheiten des Verschwindens nicht Gegenstand dieses Telegramms. Schiff war Teil einer geheimen Expeditionsunternehmung. Erwartet detaillierten Bericht in Kürze. Mädel, mach mal Vorsicht, gell? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir sind hier noch nicht fertig. Da ist noch eine Tür. Die müssen wir uns natürlich noch angucken. Und ich nehme da besser mal diese Waffe mit. Ach, da ist einfach nur das Schlafzimmer. Oha, das kann ich gut gebrauchen. Medizinfläschlein. So. Sag mal, wie viele Brillen hat denn der Mann? Echt, jetzt da draußen liegen, glaube ich, 3 oder so. Geld. Was haben wir denn hier? Eine Skizze. Symboldurchschrieb. Merkwürdige, in eine Steintafel geritzte Symbole. Oh, hoffentlich muss ich mir das nicht merken. Mehr Symbole. Wie die auf den Steinen und im geheimen Kloster. So. Ich glaube, wir Draußen sind hier... passiert etwas. Ja, was? Oh ja, stimmt, die. Voss trifft ein. Wir sollten ihm folgen. Sehen, was er vorhat. Das ist eigentlich eine gute Idee, Mädel. Wo ist meine Waffe? Ich nehme mal besser mit. Ich würde vorschlagen, pass auf, der ist da drüben. Was bin ich hier? Moment. Wo war denn letztens? Nee. Ich habe da so einen schönen Durchgang gefunden. Und zwar... Weiß ich nicht mehr wo. Da. Und zwar ist der deshalb schön, weil man da nämlich auf dem, opala, das ist falsch, auf dem Gebälk hier rumlaufen kann. Vorsicht. Aber ich will eigentlich darüber gucken, was da passiert. Egal. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, weil da drüben steht nämlich einer, aber der sieht uns nicht. Der ist friedlich. Glaube ich. Okay, es gibt hier scheinbar nicht so viel zu entdecken, wie ich dachte. Was macht der da? Gesundheit. Also wir gehen jetzt... Mach mal bitte Platz. Wir gehen jetzt dann doch mal darüber, so wie es geplant ist. So. Achso, ja, das ist die Tür, wo ich nicht durchkomme. Da erfordert es einen Machtschlüssel. Bin mir halt nicht sicher, wie man da jetzt hat. Unbemerkt rauskommen. Da komme ich nur. Kann ich da eigentlich? Pass auf. Ja. Ja, hier ging es irgendwo die Treppe hoch. Hoppala, Vorsicht. Wir gehen jetzt da mal die Treppe hoch und da hinten war noch eine Treppe. Wo geht die eigentlich hin? Die geht runter. Ja, das ist natürlich doof. Da will ich eigentlich nicht hin. Ja. Das hat es jetzt nicht so gebracht. Fällt ja gar nicht auf, wenn da irgendwie ein Typ ist mit einem Knüppelgewehr. Na komm. Indy, komm.
macht keiner drauf hier. So, wo ist denn der gute Emmerich-Voss? Nicht die Waffe wegschmeißen, Junge. Da hinten drin ist er. Okay. Knarre wieder her. Bringt das was? Da hochzugehen? Nein! Ah! Das bringt gar nichts. Außer, dass ich mich extrem verletzt habe. Das war jetzt nicht so die beste Idee. Erstmal ein bisschen Brot essen. Junge, du sollst Brot essen. Indy, mach doch mal, was man dir sagt. Der hat ihn umgelegt! Achso, du bist da, die ich dachte, das ist. Okay. Ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Weil dieses Mal will ich vielleicht. Ich sehe einen Nazi. Vielleicht will ich dieses Mal nicht das ganze Lager auf mich aufmerksam machen. Das ist nur so eine Idee. Ist das. Ich schmeiß die einfach alle da hinten hin. Das merkt bestimmt keiner, oder? Meine Waffe ist übrigens jetzt kaputt. Wo ist denn meine andere Waffe? Ah, okay, nicht das. Also ich muss darüber. Hier sieht es relativ frei aus, oder? Da drüben könnte ich einfach rüber hiplinen. Hier übrigens auch. Wenn ich nicht runtergefallen wäre, ich depp. Müssen wir uns halt hier irgendwie. Wer sieht uns? Keiner. Da ist eine Glocke, die werde ich garantiert nicht nehmen. Ah, hin muss ich. Mach doch mal Platz. Oi, oi, oi. Es gibt wieder was Längeres hier. Ist auch egal. Ja, ist doch egal. Wo kommst denn du jetzt halt her? Geld. So. Boah, da hinten sind. Boah, ey, das ist wieder. Da stehen allein 3 Stück. Einer im Häuschen, einer mittendrin, da sitzt einer. Ey, 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 wo haben wir uns da nur wieder rein manövriert? Drüben kannst du aber auch nicht irgendwie. Ja, ich sollte einfach. Nicht hier rumlaufen. Das wäre eine sehr gute Idee. Einfach nicht hier rumschleichen.
So, jetzt gucken wir mal. Ob mir das was bringt. Ja, aber ich bin hier auf einem Trainingsgelände, weißt du? Ich muss da rüber. Das bringt mir halt hier gar nichts. Diesem Trainingsgelände hier. Außer, dass ich mich seltsam benehme. Ah, hier bin ich wieder. Hallo. War schön im Kreis gegangen. Okay. Wenn ich doch da hochkommen könnte. Wieder. Ja. Moment. Geh mir aus der... Oh, wie ich NPCs nicht mag, wenn sie dir über... Was ist denn jetzt los? Bin ich da runtergefallen. Da war aber auch wer. Also mein Plan ist, da irgendwie hochzuhangeln mich. Ich wüsste aber auch nicht wie. Ach komm, lassen wir das, oder? So. Oh, was ist denn das? Das ist ja mal cool. Hallöchen. Besser als nix, oder? Wenn wir schon mal hier sind, gucke ich mich hier natürlich um, ne? Hat vielleicht jemand ein Schmuggellager oder sowas gebaut? Ah, Junge, mach mich doch nicht so erschrecken. Okay, so, Plan B. Oh, hoppla, ich komme hier nicht durch. Plan B sagt mir, dass ich jetzt in dieses Haus da reingehe und versuche einfach wieder dahin zu gehen, wo ich herkam. Ich hoffe, dass das hier ist richtig. Also ich versuche jetzt einfach wieder hochzugehen, wo ich quasi herkam. Ah, Junge, hat die mich gerade erschrecken gemacht. So, ich kam doch aus diesem Fenster, bin ich doch raus, oder? Ja, okay. Und dann habe ich irgendwo... Darüber muss ich, ja? Und wenn ich darüber, mit dieser Zipline darüber gehen könnte. Ich bin also hier noch nicht richtig. Komm mal her. Die ist noch weiter oben. Da komme ich nicht dran. Muss ich mal gucken. Wo ist denn diese Dingens da? Komme ich da gar nicht dran? Och, Mädel, setz dich doch unten hin und wart, bis ich fertig bin. Ich weiß, dass ich mir hier ordentlich Zeit lasse. Das mache ich halt immer, kennst mich. Aber es bringt halt auch nichts, mir jetzt dauernd auf den Haxen zu stehen, weißt du? Wie komme ich denn da rüber? Ja, gar nicht, glaube ich. Ich glaube, das geht halt einfach nicht. Ja, aber dann zeig mir doch nicht diesen Punkt da. Ah. Kann man hier noch höher gehen? Muss ich jetzt halt gucken. Ich komm nicht mehr raus. Alter, Mädel, das ist bestimmt, weil du dich so breit machst vom Fenster, so dicke Arme machst. So. Immer die Frauen schuld. Ich sag's euch. Aber da geht's nur runter. Geht's nirgends hin. Das ist ja mal wieder eine sehr spannende Folge. Okay, ich glaube... Wenn Indy mal aufhören würde, dauernd in die Hocke zu gehen, wenn er irgendwo hochklettert. Aber okay. Also, ich kann auch so machen. Wie kommt denn die eigentlich da hoch? Ich hab was gehört.
Bitte! So. Die hätten wir. Bin mir nicht sicher, ob hier noch von den Deppen da sind. Oh ja, das kann ich gebrauchen. Ich muss nämlich mal ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Die ist nämlich nicht so gut gerade. So. Gib mal das daher. Verband. Oh, das tut jetzt 2 heilen. Stimmt, wir haben ja so ein Buch gekriegt, dass das jetzt da 2 heilt. So. Gibt es hier eigentlich auch irgendwelche Waffen? Danke. Die lassen wir hier einfach erstmal liegen. Und erstmal müssen wir hier gucken, dass hier klar Schiff ist, weißt du? Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ja, nee. Panzer? Autos? Okay. G. Das sind noch 2. Ja, du bräuchtest sehr lange. Okay, Geld. So, hast du auch was gefunden? Nee, also hier sind wir quasi durch. Guck mal da. Ein Brief. Maryas Brief. Sehr geehrter Herr Voss, danke, dass Sie mit dem Wunsch nach einem Interview an mich herangetreten sind. Ihre Ideen sind interessant. Und da fällt mir tatsächlich kein besseres Wort ein. Unter uns, halten Sie sich wirklich für den weltbesten Archäologen? Leider bin ich extrem beschäftigt und habe keine Zeit für Schmeichelartikel. Nicht einmal für den großen Indiana Jones. Was? Apropos, warum bezeichnen Sie Dr. Jones eigentlich immer als Hochstapler? Ich kann Ihnen reihenweise bedeutende Funde aufzählen, die ihm gelungen sind. Bei Ihnen reicht da eine Hand, selbst wenn mir 2 Finger abhackte. Wie dem auch sei, danke für Ihr Angebot, das ich leider abschlägig bescheiden muss. Maria Smirnova. Okay. Seit der Vulkansache war funkstill mit Maya. Tja, Wie es ihr wohl geht? weiß ich nicht. So, wir sind übrigens noch immer nicht weiter. Jetzt sind wir zu hoch. Warte. Foto machen. Einfach nur Nazi-Lager fotografieren. Ja. Also da war quasi richtig. So, ja. Krieg ich das da noch mit? So. Schon mal hier sind, kann ich mich doch noch ein bisschen umgucken. Also. Hau hopp. Nach unten bitte. Da ist die Zipline. So, jetzt hat. Jetzt kann ich also erstmal Lage checken. Lage checken. Wir kommen dann da hinten raus. Dann können wir uns da reinschleichen. Da hätten wir eventuell nur einen. Okay, das sieht zumindest mal besser aus als das, was ich vorhin da gemacht habe. Also auf geht's. Das fällt auch hier wieder gar nicht auf. Ist ja gar nicht mal so weit weg. So. Drüben ist die Luft frei. Rein. Ja, danke. So schlau bin ich auch. So. Müssen wir uns da reinschleichen? Alter, was machen denn die für Geräusche? Hallo. Weg da! Diesmal nicht! Muss der mir jetzt ausgerechnet hier über den Weg laufen? Ich kenne mich doch hier gar nicht aus.
Sieht's gut aus, oder? Das sieht sogar... Ach, guck mal da. Hier, kannst dich reinlegen in die Kacke. Ein Nazi. Da drüben. Ja, dann lauf ihm halt nicht über den Weg, du Affe. Dann komm halt rein, Mädel. Hier rein. Die schnallt das nicht. Egal. Ja, das Gute ist ja, sie ist vom Spiel her unsichtbar. Weil das wär richtig hardcore, wenn sie nicht unsichtbar wäre, weißt du? Kommst du bitte rein? Danke. Nazi. Ja, danke. Ich gebe dir gleich einen Knüppel, wenn du das nochmal sagst. Zu mir. Oh, der läuft jetzt da vorbei, richtig? Kommt der jetzt wieder zurück, oder was? Wo ist denn der jetzt halt hin? Ja, soll mir eigentlich egal sein, wo der hin ist. Übrigens, da hinten ist er. Kommst du mal wieder her? Ich habe ja... Ich weiß nicht, wie viele Folgen das schon her ist. Moment. Überraschung. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das schon her ist, wo ich einen Code gekriegt habe und es wurde gesagt, das ist in einem LKW hinten drin ist die Kiste mit einer Stele drin. Und ich hab's nicht gefunden. Ja, weil es eine ganz andere Quest war. Ich habe dann irgendwie die Folge nochmal geguckt und stelle halt fest, aha, die Stele ist in einem LKW, das im Fahrzeugdepot steht. Ich weiß jetzt halt nicht, wo das Fahrzeugdepot ist. Also hier glaube ich nicht, es war irgendwo anders. So. Geheimnis gefunden? Ich will doch nur mal hier reinklettern. Mach mal hell. Ah, gucke. Frequenzen in Gizeh. Geheime Militärdokumente über die in Gizeh verwendeten Frequenzen. Kartenführer freigeschaltet. Okay. Hallo? Mach doch mal deine Hintern da weg. Ich will so da hinten gucken. Mädel, die macht's mir wirklich nicht leicht. Ja. Ist halt... So. Da habe ich natürlich kein Stöckchen mehr. Das ist ein bisschen doof. Oh, das könnte ich eventuell gebrauchen. Also das da sowieso. Achso, ich dachte, das wäre ein Werkzeugkoffer. So. Immer wieder eine ganze Zeit nur geschlichen. Das ist irgendwie... Also für mich, der ja Schleichspiele nicht mag... Mist! Hier liegt jemand! Scheiße, Mann, es liegen hier zwei. Nee, der war schon besser irgendwie, ne? Das Ding ist halt... Was hat denn der jetzt seine Nase da reingesteckt? Er hat auch hier gar nichts zu suchen, hat er nicht. Oh, Alter, wie ich jedes Mal erschrecke, wenn China da angewatschelt kommt. Kann ja wohl nicht sein. So. Komm her, das passiert mal nicht nochmal. Dann machen wir hier ein Depot für tote Nazis. Sehr schön. Braucht man nicht mal ein Schild für. Kennt jeder. So, jetzt pass auf. Wir werden die noch ein bisschen besser hier verstecken. Weil ich nämlich keinen Bock habe, dass da jetzt noch einer seine dicke Nazi-Nase da reinsteckt. Und dann sagt, hier liegt einer, Hilfe, Hilfe.
So, hier könnt ihr pennen. Ihr Deppen. Ja, du kannst eigentlich draußen bleiben, aber okay. So, jetzt hat. Jetzt können wir in Ruhe hochgehen. Aber was will denn Emmerich Voss da oben? Zuallererst mal muss ich mich natürlich hier umgucken. Die Leiter habe ich gesehen, ihr Leute. Keine Angst. Da, Tagebuchseite. Was haben wir da? Tagebuch des alten Gelehrten. Es ist September und nach der Schlacht in der Bucht von Apikur haben unsere Streitkräfte sich den Briten ergeben. Danke. Wir haben ein Jahr, dann müssen wir Ägypten verlassen haben. Ich hoffe, wir können Wertgegenstände wie den Stein von Rosetta mit nach Hause bringen. Der wäre wirklich wichtig. Wir haben einen Abguss davon gemacht für alle Fälle. So werden wir hoffentlich die gefundenen Hieroglyphen übersetzen können. Mit Hilfe des Ägyptischen Instituts werden wir die großartige Forschungsarbeit in Frankreich fortsetzen können. Mir ist bewusst, dass es in diesem Land, insbesondere in Gizeh, noch vieles zu entdecken gibt, aber wir haben jetzt schon genug Material für mehrere Forscherleben. Einige Kollegen sind im Laufe dieser herausfordernden Expedition ums Leben gekommen, doch wir werden sie in Erinnerung behalten. Und es mag die Zeit kommen, dass die Franzosen zurückkehren können und dann werden sie entdecken, was sich hier noch verbirgt. Unter dem Sand. Der Stein von Rosetta. Utensil zum Hieroglyphen entschlüsseln. Nicht nur Hieroglyphen. Der Rosetta-Stein war, soweit ich weiß, ein Stein, wo in 3 verschiedenen Sprachen dasselbe drauf stand. Soweit ich mich erinnere. Und das ist halt insofern praktisch, wenn du eine Sprache nicht kannst, aber die andere, die draufsteht, und dann kannst du halt, weil da ja immer dasselbe draufsteht, naja, die andere Sprache dadurch halt lernen. Oder zumindest mal verbessert. Verbessert? Lernen? Verbessern? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. So. Vielleicht wieder alles voll mit Brillen. Komm mal kurz her. Muss Voss folgen. Ja, dann folgt doch mal Voss. Ich gehe mal hier aufs Dach. Ich hätte auch hier wahrscheinlich durchs Fenster gehen können. Aber warum sollte ich das jetzt? Das ist eine Leiter, die kann man hochklettern. Gut. Hier kommt man gar nicht aufs Dach. Ah doch, da drüben komme ich jetzt aufs Dach. Aber erstmal hier gucken. Na, guck mal da. Kann man das? Nee. Oh, jawohl. Revolverkugeln. Oh, meine. Ich sehe gerade. Moment. Dass meine Schaufel kaputt ist. Die müssen wir reparieren. Ja, hallo? Ah, reparieren Schaufel. So. Und Revolverkugeln haben wir 14. So. So, jetzt ist halt die Frage, wo wollen wir hin? Wo ist Voss? Vor mir? Also quasi da drin? Okay, dann kann ich da einfach Stiplinen. Kommst du mit? Gut. Achso, guck mal, die hängt sich ja nicht dran. Das sieht ja gut aus. Voss ist ein gründlicher Mensch. Wir bleiben so lange wie das Geräusch. Okay, ich bin wieder in meinem Indianer-Outfit. Das hier ist also das Gefangenenlager. Und das sind ein paar Bretter. Brauchst nicht gleich vor mir auf die Knie zu gehen, auch wenn ich anbetungswürdig bin, definitiv. Ich will erstmal die Lage checken, dass hier auch wirklich nichts ist. Gegenstandsmax erreicht schon. Komm, ich esse mal noch ein Stück Brot. Uns ist jemand zu hören. Klingt wie Voss. Und eine Frucht. So. Wer mich kennt, weiß, was bei der 30-Minuten-Marke passiert an dieser Stelle. Aber heute nicht. Heute bin ich zu viel rumgeschlichen. Ich will noch ein bisschen was entdecken hier. Langsam. Jetzt können wir gucken, was Voss da macht. Sie sagten, Sie würden ihn verhören. Ach, das ist der Riese. Er ist tot. Ich habe ihn verhört. Er hat nichts gesagt. Also ist er jetzt tot. Ist das ein Depp? Ich
Ich habe Ihre unglaubliche Unfähigkeit aus Respekt zum Führer toleriert. Aber das hier, das grenzt an Hochverrat! Mir untersteht die gesamte Wehrmacht! Ich könnte sie hier und jetzt erschießen und keiner würde es hinterfragen! Also hinterfragen auch Sie nicht meine Hingabe zum Führer! Faszinierend. Wo waren die Affengeräusche? Was? Gleich weiter, guck. Um ihren peinlichen Versuch, Dominanz zu zeigen, zu unterstreichen. Der Riese war unsere einzige Möglichkeit, die Traumstille zu öffnen. Und Sie, Oberst Ganz, haben ihn getötet. Wie wollen Sie das wieder gut machen, Sie Schimpanse? Hoffen Sie darauf, dass Ihnen die Lösung aus heiterem Himmel auf den Traum... Ja.